Wie groß ist der Herr? Hey, come on, was für ein geniales Lied. Hey, es gibt einfach so ein paar Lieder, die können wir von mir aus jeden Sonntag singen. Und das singen wir ja schon lang, das Lied. Und irgendwie verleidet es mir doch nicht. Es ist so eine starke Proklamation von Gottes Größe. Er ist so groß. Sein Name soll erhöht werden. Und um das geht es heute Morgen. Hey, er ist so groß. Um ihn geht es. Ich möchte mit allem, was wir tun, heute Morgen ihm einfach die Ehre geben. Er ist im Zentrum. Sein Name soll erhöht sein. Amen. Amen. Come on. Hey, wir haben heute die Fortführung von unserer Predigtserie, wo wir miteinander unterwegs sind drin. Und zwar geht es heute um den Philipper Kapitel 3. Wir haben heute das Kapitel 3 uns vorgenommen, sind jetzt mit in dieser Buchstudie drin, wo wir miteinander jeden Sonntag Kapitel für Kapitel durch den Philipperbrief durchgehen. Die ersten 2 Kapitel haben wir die letzten 2 Sonntage gehabt. Wenn du es verpasst hast, kannst du es nachschauen online. Aber ich gehe davon aus, dass heute trotzdem Sinn wird machen, auch wenn du die vorherigen 2 Predigten nicht gehört hast. Wir steigen heute nämlich miteinander gerade direkt ins Kapitel 3 ein. Und ich habe es so geplant, so gemacht, ich habe das ganze Kapitel durchgearbeitet und Exegese gemacht, alles auseinandergenommen und ich habe tatsächlich das ganze Kapitel vorbereitet für heute am Morgen. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Meine Hoffnung ist, dass wir es tatsächlich bis zum Vers 21 schaffen. Wenn nicht, hey, nicht so schlimm, lesen es selber nach, studieren es selber. Schlussendlich geht es auch um das in diesen Bibelpredigtserien, dass wir alle lustig werden und merken, wow, da gibt es noch so viel mehr für mich zum Entdecken. Schlussendlich soll es auch ein Lustigmacherli sein für uns daheim, die Bibel zum Regal auszunehmen und in unserer eigenen Zeit drin zu studieren und zu entdecken, was es da nicht alles Geniales drin gibt. Alright, hey, ich möchte beten und dann legen wir los mit der Predigt. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir heute Morgen mehr hören von dir und über dich lernen. Und ich bitte dich jetzt einfach gerade, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du den Raum füllst, dass du unsere Herzen aufwühlst und dass du uns bereit machst für alles, was du heute Morgen möchtest tun in diesem Raum. Ich gebe dir Autorität und bekenne, dass du Herr bist, Jesus Christus. Und es soll um deinen Namen gehen. Dich wollen wir gross machen heute diesem Morgen. Red du zu uns und verändere du uns. Und alle, die einverstanden sind, dürfen wir mir zusammen sagen, Amen. Amen. Alright, so habe ich es geplant. Wir gehen Vers für Vers durch das Kapitel. Also wenn ihr eure Bibel dabei habt, Doris hat sie mitgenommen, sie hat mir sie vorher stolz gezeigt und gesagt, schau Michael, ich habe gehört, was du letztes Mal gesagt hast, ich habe meine Bibel dabei, im Paper Print, so gut, genial. Wenn du bist wie Doris, dann kannst du jetzt auch deine Bibel vornehmen und dich ready machen, zum miteinander den Philipper 3, Vers für Vers, miteinander anschauen. Wenn nicht, kein Problem, ich habe es hinten trotzdem für dich auf dem Bildschirm parat. Wir starten mit dem ersten Vers vom Kapitel 3. Dort lesen wir, was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen, weiß ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Und da machen wir schon mal Pause in dem Vers, weil der Paulus sagt da etwas outrageous, also eigentlich etwas ganz Komisches, sagt er da. Er sagt nämlich, dass wir uns freuen sollen. Und er sagt das übrigens nicht nur einisch im Philipperbrief, sondern ich bin es nachschauen, er sagt das ganze 11 Mal im Philipperbrief. 11 Mal kommt das Wort Freude in verschiedenen Formen und Varianten vor. Verschiedene Leute werden aufgerufen, sich zu freuen. Und ich habe die alle rausgesucht für euch, dass ihr auch seht, das ist nicht übertrieben. Es sind 11 Mal kommt das vor in dem Philipperbrief, dass wir uns freuen sollen. Wir lesen es einfach mal schnell eines am Stück durch, weil das ist nämlich der Schwerpunkt von dem Vers und ich glaube auch von dem Kapitel, dass wir uns freuen an Jesus. Philipper 1, Vers 4 schreibt er, und ich bete alle Zeit mit Freude für euch alle. Darüber freue ich mich. Ja, ich werde auch mich weiterhin freuen, damit ihr im Glauben wächst und eure Freude zunimmt. Macht meine Freude vollkommen. So freue mich mit euch allen. Ebenso freut auch ihr euch und freut euch mit mir.
Und bete alle Zeiten mit Freude für euch alle. Darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Damit ihr im Glauben wächst und eure Freude zunimmt, macht meine Freude vollkommen. So freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso freut ihr euch und freut euch mit mir. Und es hört nicht auf sich freuen in dem ganzen Kapitel drinnen. Und das ist eigentlich komisch. Weil, wo genau ist der Paulus jetzt gerade im Moment, wo er den Brief schreibt? Er ist im Knast. Der Paulus ist im Gefängnis. Er ist in Rom im Gefängnis und er ist nicht irgend so, einfach nur ein Gefängnis, genau, habe ich noch aufgeschrieben. Er ist im Gefängnis, hör auf dich zu freuen, du bist im Knast, Mann. Warum schreibt der Paulus, seht ihr, wie fest er sich freut im Knast? Es geht gar nicht. Wieso schreibt der Paulus die ganze Zeit im Kapitel, in dem Philipperbrief, von Freude? Das ist so gar nicht seine Realität, wo er drinnen ist. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und es ist ja nicht nur so, dass er im Knast ist, sondern Paulus weiß auch, das ist sehr wahrscheinlich seine letzte Haltestelle im Leben. Er ist quasi im Todestrakt. Und das ist ihm klar. Es ist ja nicht so, als wäre er irgendwie der Lulu und da sich noch irgendeiner Fantasie am Festhalten, sondern an Paulus selber ist klar, dass sein Tod naht. Wir lesen das in anderen Briefen, die er auch schreibt im Gefängnis, zu der gleichen Zeit herum, schreibt er von, hey, ich habe den Lauf jetzt dann gerade vollendet. Es ist ihm klar, dass der Tod nahe liegt. Er hat sich auf den Kaiser berufen und das ist ein Move gewesen, wo er das gemacht hat, gerade so weitergeführt hat, aber es ist auch ein Move gewesen, wo ihm sehr wahrscheinlich den Tod wird bringen. Er wird vor dem Kaiser kommen und der Kaiser wird ihn ziemlich sicher einfach zum Tod verurteilen. Und das ist wie klar gewesen. Und wie kommt es jetzt, dass der Paulus in dieser Situation so viel von Freude schreibt? Die hat so gar nichts zu tun mit den äußeren Umständen. Ich meine, eigentlich wäre die angebrachte Reaktion von Paulus eher, hey Gott, was läuft eigentlich bei dir? Ich habe mich ein Leben lang für dich investiert. Schau mal meine Missionsreisen, die ich gemacht habe für dich. Schau mal all die Kirchen, die ich gegründet habe für dich. Und jetzt bin ich im Knast, quasi zum Tod verurteilt. Ich werde als Märtyrer sterben. Was läuft bei dir nicht ganz richtig? Eigentlich müsstest du jetzt für mich einstehen und mich zum Knast rausholen. Anstatt, dass ich jetzt da im Knast hinsaure, im Wissen, dass ich gleich sterben will. Nein, das ist nicht an Paulus seine Realität. Seine äußeren Umstände haben so gar nichts mit seiner inneren Überzeugung zu tun. Es ist ein riesiger Kontrast. Und wir werden noch später herausfinden, warum dass die Freude tief in ihm drinnen lebt und was das für uns für ein Schatz und für eine Möglichkeit ist. Weil auch wir können Freude haben. Wir können uns freuen im Herrn aller Zeit, egal was unsere äußeren Umstände mit sich bringen. Das ist das Erste, was wir aus dem ersten Vers herausnehmen. Hey, äußere Umstände bedeutet nicht zwingend, dass innere Freude unmöglich ist. Sogar umgekehrt ist der Fall. Innere Freude wird immer stärker können sein als die äußeren Umstände. Und dann geht es weiter im Vers 2. Der Paulus schreibt, hütet euch aber vor allen, die versuchen, eure Gemeinde zu zerstören. Sie sind wie bösartige Hunde, diese falschen Lehrer, die euch einreden wollen, dass ihr euch beschneiden lassen müsst, um zu Gottes Volk zu gehören. Dann können sie euch auch gleich verstümmeln. Und das ist ein spannendes Wort, man könnte es auch übersetzen mit zerschneiden. Denn die wahre Beschneidung findet nicht am Körper statt, sondern besteht darin, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir sind stolz, zu Jesus Christus zu gehören und verlassen uns nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Zwei Begriffe möchten wir da miteinander anschauen. Erstens die kreative Beleidigung, die der Paulus seinen Gegner gibt. Er nennt sie ihr Hunde. Und das ist für uns, ja, interessant, dass das bösartige Hunde sind, aber es ist ganz ein cleverer Sprachgebrauch, den der Paulus da macht. Weil man muss nämlich wissen, in der Kultur zu dieser Zeit sind Hunde sehr unreine Tiere gewesen.
Nicht, dass das viel besser geworden wäre über die Jahrtausende. Aber, hoppala. Es kommt noch mehr für alle Hundeliebhaber, by the way. Wenn wir Hand haben, wer ist eher Team Katzen, wer ist Team Hund? Also ich bin nicht Team Hund, so viel kann man ja schon mal sagen, genau. Auf jeden Fall, okay, das sind unreine Tiere, wo nicht, der Hund ist der Zutritt in den Tempel explizit verboten worden. Also man liest das, in der Bibel kannst du mal nachlesen, der Hund darf nicht in den Tempel rein. Von der Katze steht nichts. Also ich glaube, auch die Bibel, ich habe es nachgeschaut, by the way, ich habe es wirklich nachgeschaut, ich würde sagen, hey, die Bibel ist klar, Katzen sind besser als Hunde. Okay. Vielleicht haben sie es auch nicht aufgeschrieben, weil, ja, bringt eh nichts, der Katze kannst du eh nicht vorschreiben, die macht eh, was sie will. Also kannst du noch lange schreiben, sie soll in den Tempel, sie macht eh, was ihr passt. Vielleicht haben sie es wegen dem weggelassen. Auch für alle, die jetzt schon langsam am Kochen sind, alle Hundeliebhaber, hey, Katzen sind auch nicht als rein betitelt. Also von dem her, man kann implizit davon ausgehen, dass Katzen auch nicht erlaubt sind im Tempel. Also ihr seht, Gleichberechtigung. Aber was spannend ist, Hund war eine Beleidigung von Juden für unreine Nicht-Juden. Man hat sie beschimpft als ihr Hund, um die Unreinheit zum Ausdruck zu bringen. Und man hat damit sich überlegen gefühlt und gesagt, hey, wir Juden, wir sind die rein sind und ihr Unreine, ihr dürft nicht in den Tempel, ihr seid Und jetzt nimmt der Paulus das Wort, um eben die Judanisierer zu beschreiben. Die probieren, den anderen Christen zu sagen, dass sie gewisse Gesetze und Gebote einhalten müssen, dass sie sich beschneiden lassen, sonst gehören sie nicht dazu. Und er flippt wie das Wort um. Und mit dem Wort flippt er das Skript auf den Kopf und sagt, hey, ihr das Gefühl habt, ihr seid so rein und so gut. Nein, es ist genau umgekehrt. Und auch mit dem zweiten Wort, das er braucht, nämlich mit der Zerschneidung, bringt er genau das zum Ausdruck. Er sagt, ihr habt das Gefühl, eure Rettung ist in der Beschneidung. Mann, ihr seid so blöd, es ist genau umgekehrt. Ihr macht euch durch das unrein. Das Wort Zerschneidung wird nämlich auch gebraucht im Alten Testament, um zu sagen, was man nicht machen sollte. Also zum Beispiel lesen wir im 5. Mose 14, Vers 1 kommt das Wort vor. Ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes. Deshalb sollt ihr euch nicht die Haut einritzen. Ihr sollt euch nicht zerschneiden. Und der Paulus macht wieder mit dem Wortspiel genau klar, bringt zum Ausdruck, wie verkehrt, dass die Judanisierer am Denken sind. Dass sie das Gefühl haben, mit Beschneidung gehörst du dazu. Und er sagt, es ist genau umgekehrt. Wenn ihr nämlich das Gefühl habt, ihr müsst euch beschneiden, dann habt ihr etwas noch nicht verstanden. Und es ist nämlich dann eine Sünde, dass ihr das tut. Also der Paulus braucht ganz viele kreative Wörter, um zum Ausdruck zu bringen, was ihm so mega wichtig ist, was ihm zentral am Herzen liegt und wo er möchte, dass Philipper verstehen. Es geht nämlich immer um die Frage von Zugehörigkeit Christi. Bin ich durch Gnade errettet? Oder geht es um meine Werke? Geht es um Gebot einhalten? Das ist Gebot versus Errettung in Jesus Christus. Das ist das Thema, das er da zum Ausdruck bringt. Es geht um Gebot halten versus Errettung in Jesus Christus, versus die Gnade. Und der Paulus ist der zuerst, zuvorderst und immer betont, es ist allein in der Gnade Jesus Christus, dass wir errettet sind. Unsere Zugehörigkeit zum jüdischen Volk macht keinen Unterschied. Ob wir beschnitten sind oder nicht, ist nicht, um was es geht, sondern es geht um unsere Herzen. Und er tut da etwas er braucht da einen Vergleich, wo schon im Alten Testament gebraucht wird, Jeremia 9,23. Dort lesen wir schon, der Grund zum Stolz hat nur, wer mich erkennt und begreift, dass ich der Herr bin. Ich bin barmherzig und sorge auf der Erde für Recht und Gerechtigkeit, denn daran habe ich gefallen. Mein Wort gilt. Der Grund zum Stolz ist in der Erkenntnis Gottes und nicht im Erfüllen von Gebot.
Und Paulus möchte, dass es da keine Diskussion gibt. Gebot halten versus Gnade in Jesus. Paulus ist es von Herzen ein Anliegen, dass alle verstehen, es geht immer um die Gnade in Jesus Christus. Und der Stolz, Grund zum Stolz auf das werden wir später noch, werden wir nachher gerade noch zu sprechen kommen. Weil jetzt geht es nämlich genau um die Frage vom Stolz, wenn der Paulus weiterschreibt. Weil er selber kommt jetzt und tut seinen Lebenslauf mal einmal herlegen. Sodass alle können sehen, wenn jemand stolz sein will, hey, der Paulus hat allen Grund zum Stolz dürfen sein. Er beschreibt mal so ein bisschen, einfach so kurz seinen Lebenslauf im Vers 4 bis 6. Ich selbst könnte mich mit größerem Recht als manch andere auf diese Vorzüge berufen, wenn es wirklich darauf ankäme. Also mal kurz gesagt, wenn es jetzt wirklich um Gebot halten würde gehen, wenn das das Ziel wäre, jo, das ist mein CV. Ich wurde am 8. Tag nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Das ist ein vorzüglicher Stamm, das ist ein Badge of Honor, also auf das hast du stolz sein, wenn du sagen kannst, hey, ich bin nicht nur Israelit, sondern ich bin auch Benjamiter. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Also die ganze Vorfahren-Ahnenlinie ist in diesem Weg unterwegs gewesen, ist ein Hebräer. Und das ist ganz wichtig für die Zugehörigkeit. Außerdem gehöre ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Ich setzte mich mit großem Eifer für Gott ein und verfolgte deshalb sogar die christliche Gemeinde. Die Regeln des Gesetzes erfüllte ich bis in alle Einzelheiten, sodass niemand mir etwas vorwerfen konnte. Also, auf Englisch würde ich sagen, he is him, weißt du? Er ist ihn. Er ist ihn jetzt einfach wirklich. Er ist der alles eingehalten hat und dann noch mehr. Er hat sogar zum obersten Rat gehört, hat sogar zu den Sanhedrin gehört. Er ist ihn jetzt einfach wirklich gewesen. Wenn es einen gäbe, der könnte stolz sein, da sind wir wieder bei dem Stolz, der könnte mit Recht behaupten, keiner hat sich so verdient wie ich, dann ist der Paulus. Kein anderer kann mit gleichem Stolz herstehen und sagen, ich habe es jetzt einfach eingehalten. Ich bin ihn. Und dann geht es weiter. Nach dieser sehr eindrücklichen Auflistung von all seinem Eifer schreibt er jetzt Folgendes. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Also all seine ganzen eindrücklichen Leistungen, seine Zugehörigkeiten, die über Jahrtausende kannst zurückverfolgen. Hey, schon meine Urgroßeltern sind in dem unterwegs gewesen. Und ich auch. Und ich habe das Gebot eingehalten. All das ist verglichen mit Jesus Christus einfach nur Dreck. Das ist wertlos. Und man fragt sich, wie kommst du zu so einem radikalen Gesinnungswechsel? Was ist passiert mit dem Paulus? Dass der Beste war im Gesetz einhalten, plötzlich zu dem Schluss kommt und sagt, das ist Dreck. Es ist nicht einfach, ja, ist auch noch cool, sondern das ist Dreck. Das ist wertlos, verglichen mit der Gnade, die wir in Jesus Christus haben. Was ist passiert mit dem Menschen? Wir können es nachlesen, was passiert ist. In der Apostelgeschichte 9 wird es beschrieben. Er ist gerade unterwegs, um die Christen zu verfolgen, um die Gemeinde, wo der Jesus am Feiern ist er am Verfolgen, weil er findet es ganz schlimm, was die machen. Und wir lesen, wie er auf der Reise ist nach Damaskus, um dort die Kirche zu zerstören. Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Saulus, Paulus ist übrigens der gleiche Mensch, das eine ist griechisch, das andere ist hebräisch. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr?
fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus hat eine Begegnung, höchstpersönlich, mit dem Jesus Christus. Und es geht weiter, die Geschichte. Er wird von Blindheit geschlagen, sieht nichts mehr, ist 3 Tage lang blind und wird in die Stadt hineingeführt. Und dann redet der Heilige Geist zum Hananias, er soll jetzt zu dem Paulus gehen und für den beten. Hey, wenn du einen Held willst in der Geschichte, der Hananias ist ein. Stell dir mal vor, es würde dir jemand sagen, hey, übrigens, der grösste Christenverfolger, und er hat einen Brief, um dich in den Knast zu tun, geh zu dem und bete für den. Also quasi out dich doch gerade vor ihm als Christ, dass er dich als nächstes gerade mitnehmen kann und in den Knast hineinstecken, oder? Der Hananias macht's. Hananias gehorchte. Er ging in das Haus von Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, wie schwierig ist euch das gefallen, um das zu sagen? Kannst du dir das vorstellen, wie sauer der Satz aus ihm rausgekommen ist? Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Und ich glaube, das ist ganz ein spezifisch gewählter Begriff. Es ist ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Es ist ja nicht nur, dass er wieder etwas gesehen hat mit seinen natürlichen Augen, sondern er hat etwas geistlich ergriffen und verstanden in dem Moment. Wir wissen nicht genau, wie es auf der Straße war, in dem Moment, wo er heil geworden ist. Auf jeden Fall ist die Begegnung mit Jesus so krass gewesen, so lebensverändernd, dass er jetzt zum Schluss kommt, wow, nur noch der Jesus. Alles andere, verglichen mit dem, ist wertlos. Nein, ist sogar noch schlimmer, es ist Dreck. Und alles, was von dieser Begegnung mit Jesus wegnehmen will. Und das ist es nämlich, wenn du probierst, dich selber zu retten, wenn du probierst, mit Beschneidung in den Himmel zu kommen, dann nimmt das von dieser Begegnung und dem Werk von Jesus weg. Und wenn das der Fall ist, dann ist es einfach nur noch Dreck. Und da sind wir wieder beim Stolz. Auf was sind wir stolz? Sind wir auf unsere Werke stolz oder sind wir auf das stolz, was Jesus für uns da hat? Sind wir stolz, dass wir zu ihm dürfen gehören, dass er unser Herr ist? Und ich merke gerade, ich habe nur noch 7 Minuten. Wir machen vorwärts mit dem Vers 9 bis 11. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr, durch meine eigenen Leistungen und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt, ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Wow. Wer ist da dabei? Wer sagt auch, yes, das möchte ich gerne erfahren. Hey, Auferstehungskraft, wie genial. Wenn man sich das mal vor Augen führt, was das alles beinhaltet. Hey, sie einen gleichen Lieb haben wie Jesus. Jesus ist auferstanden. Und er hat die Möglichkeit, die Fähigkeit gehabt, durch Wände durchzulaufen, plötzlich zu erscheinen. Wow, ich will das. Bin ich dabei. Hey, eine Auferstehungskraft haben bedeutet, eine Ewigkeit beim Vater dürfen sein. Count me in, ich bin dabei. Ich wette das. Aber es geht eben weiter. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein ganzes Leben für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Und das ist eben der Catch bei der Auferstehung. Wem ist es schon mal aufgefallen, dass es keine Auferstehung gibt ohne Tod? Wer auferstehen will, muss zuerst sterben. Das ist einfach die Definition von dem Begriff, gell? Geht irgendwie gar nicht anders, gell? Und ich merke fest bei mir, und ich wage jetzt mal anzunehmen, dass das beim einen oder anderen da innen auch so ist. Auferstehung, yay! Tod und Leiden, nein. Und doch ist das voll die Realität. Wer Auferstehung will, wer will eins sein mit Jesus, wer will in dieser Auferstehung drinnen leben, wie Jesus drinnen gelebt hat, der muss eben auch wie Jesus den Ego töten.
Der Ego, der in uns allen drinnen lebt, der muss sterben. Und wir müssen genauso wie der Paulus da sagt, weisst du was, ich will nicht nur du verstehst, sondern ich will auch den Tod und das Leiden von Jesus auf mich nehmen. Nicht um einfach irgendwie so masochistisch unterwegs zu sein und möglichst viel Leiden zu erleben, sondern es geht darum, dass der Ego, der am Steuer will sein und der schreit, ich, dass der muss sterben. Auf das wir sein können wie Jesus. Und da machen wir ganz kurz eine Rückblende zum letzten Gottesdienst, wo es gegangen ist um den Philipper 2. Und Jesus, er ist es ja, wo entitled ist. Wir leben in einer Generation, die man gerne mal auch noch als Generation Entitled bezeichnen könnte. Quasi, wo es sehr fest um mich geht, um meine Privilegien und das, was ich will und das, was mir gut tut, oder? Und Jesus ist es. Und er ist der sich freiwillig detitelt, wo freiwillig seinen eigenen Titel und seine Ehre und seine Privilegien ableitet zum Gunsten von anderen. Und ich frage mich und ich merke, ich bin maximal herausgefordert von diesem Bibelvers. Wenn der Paulus schreibt, ich will nicht nur du verstehen, sondern ich will auch, dass mein Ego, dass das, was im Weg steht, dass das stirbt. Wie fest sagen wir immer noch Amen, wenn wir das lesen? Wie fest sind wir auf unsere eigenen Privilegien und Vorteile noch immer bedacht? Das ist eine Frage, die ich dir stellen möchte, um für dich jetzt zu bedenken, hey, wie sieht es bei dir aus? Bist du bereit, zu sagen, mein Ego muss auch vollkommen sterben? Ich will das Vorbild von Jesus zu meinem Vorbild machen und ich will dem wirklich nachfolgen und unterwegs sein in dem. Und wenn du jetzt sagst, hey, überhaupt noch nicht am Ziel, überhaupt noch nicht angekommen dort, dann kann ich einfach nur sagen, welcome to the club. Weil wir alle sind unterwegs zu dem Ziel hin. Und genau um das geht es, wenn der Paulus weiterschreibt. Er sagt von sich selber, es ist nicht so, als wäre ich schon am Ziel, sondern wir alle sind unterwegs zu dem Ziel hin. Genau, unterwegs zum Ziel. Er braucht jetzt das Bild von einem Läufer in der Arena, der um den Kranz kämpft. Und er sagt im Vers 12 bis 14, dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Und ich weiß nicht, für mich ist das eine Erleichterung, zum hören, dass der Paulus sagt, hey, ich bin im Fall noch nicht am Ziel. Dann darf ich mit gutem Gewissen sagen, ja, ich im Fall auch nicht. Ich bin unterwegs. Und wir alle dürfen unterwegs sein, immer mehr zu dem Ideal hin, so zu leben, wie Jesus gelebt hat, so zu sein wie er, dass unser Ego immer mehr in den Hintergrund treten und dass andere Menschen, was die brauchen, im Vordergrund sind. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Christus Jesus berufen. Und ich glaube, es ist einfach nicht so mega wichtig, wo wir genau sind in diesem Lauf. Das ist nicht der Gradmesser. Wo bist du jetzt gerade? Wo stehst du in diesem Rennen? Sondern viel wichtiger ist eigentlich die Frage, in welche Richtung bist du unterwegs? Bewegen wir uns alle immer mehr zu dem Ziel hin, so zu werden wie Jesus Christus. Und die Frage ist für uns alle relevant, egal wo wir unterwegs sind, egal wo wir gerade stehen. Die Frage ist, in welche Richtung, zu welchem Ziel hin sind wir in unserem Leben unterwegs. Und dann schreibt er im Vers 15 und 17 geht es weiter. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, wird Gott euch noch Klarheit und Einsicht schenken. Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, wollen wir auf jeden Fall festhalten. Bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Liebe Brüder und Schwestern, nehmt euch ein Beispiel an mir und an den Menschen, die so leben, wie meine Mitarbeiter und ich. Und das ist jetzt dicke Post. Und schon nur, wenn ich das lese, ist es Raunen so durch den Saal gegangen, oder? Was schreibt der Paulus da? Oder? Hey, wenn du es noch nicht gecheckt hast und es noch nicht so siehst wie ich, Gott wird dir schon noch helfen, weißt du? Okay, das reibt kulturell für uns. Und ich habe mir das so vorgestellt und so
einfach mal für einen Moment vorstellen. Stellt euch vor, ich würde heute Morgen mit allem Ernst dafür stehen und euch allen sagen, yo, sind so wie ich. Genau, da fangen die Leute an lachen. Weil das geht einfach nicht. Und ich merke auch, ich könnte das nicht mit ernstem Gesicht sagen, weil ich weiss, ich bin im Fall noch nicht am Ziel. Ich bin noch sowas von unterwegs dorthin. Und der Ego in mir ist immer noch mega stark. Und ich arbeite täglich dran und ich möchte immer noch viel mehr sehen, wie der Ego in mir immer kleiner wird und immer mehr steht. Ich kann nicht mit geradem, ernstem Gesicht daher stehen und sagen, sind so wie ich. Und doch ist es so mega wichtig, dass wir als Vorbild leben und mit Vorbildsfunktion unterwegs sind als Christen. In diesem Lauf brauchen wir Menschen, die uns anführen und die uns ein Vorbild sind und uns helfen, weiterhin auf dem Weg unterwegs zu sein. Ich bin ja sehr sympathisch, ich finde das Bild vom Laufen sehr sympathisch. Ich bin selber ein Läufer, ich gehe sehr regelmäßig und sehr gerne rennen. Und ich bin letzte Woche mal wieder rennen. Ich glaube, es war am Montag, gerade so nach dem Wetterumschwung. Es ist kalt geworden, es ist viel besser, als wenn es heiß ist zum Rennen. Und ich bin rennen und in Würrelos, so um eine Kurve eingebogen, im Wald drinnen unterwegs gewesen. Und da rennen vor mir 3 Rehe über die Straße. So 5 Meter vor mir, eine Mami mit 2 kleinen Rehkits, so tung, tung, tung über die Straße. Mega herzig. Wirklich gerade so 5 Meter vor mir. Und sie bleiben stehen im Wald. Ich habe Zeit, um mein Handy vorzunehmen, um sie zu filmen, um zu beobachten, wie sie dort unterwegs sind. Ich habe gefunden, ich muss euch das Film jetzt nicht zeigen, weil, ja, ihr habt schon alles gesehen im Wald. Auf jeden Fall, ich habe es persönlich gesehen, weißt, mit meinen eigenen Augen. Und dann bin ich heimgekommen. Und was ist das Erste, was ich dann mache, natürlich, oder? Hey, Kinder, kommt mal, ich muss euch etwas zeigen, oder? Schaut mal, was ich da gesehen habe, oder? Und die Kinder schauen den Film und ihre Reaktion ist, wow! Und am Levian seine Reaktion war, Mann! Ich hätte mitkommen. Ich hätte dabei sein. Und ich habe es verpasst, weil ich nehme den Levian regelmäßig mit dem Velo. Er fährt ein Velo und ich renne. Und wir haben dann eine halbe Stunde Zeit, wo wir miteinander die Runde machen. Und er schwafelt mir die Ohren ab. Aber hey, ist cool, wir sind zusammen unterwegs und er ist dabei. Und ich komme heim und erzähle ihm, von was ich erlebt habe. Und seine Reaktion ist, wow, ich hätte dabei sein. So schade habe ich das verpasst. 3 Tage später habe ich gesagt, Levian, ich gehe wieder joggen. Der Levian hat gewusst, was er jetzt schlägt, oder? Er hat zuerst seinen inneren Schweinehund überwinden, so, ja, weißt du was, mal, ich komme mit, oder? Ich könnte es ja verpassen. FOMO funktioniert sehr gut in unserer heutigen Zeit. Beste Erziehungstipp, den ich euch heute geben kann. Und der Levian nimmt sein Velo vor und kommt mit mir auf die Runde. Leider haben wir in dem Moment keine Rehe gesehen, aber immerhin eine tote Maus, von dem her. So verpflüdert überfahren am Strassenrand. Aber hey, es hat voll funktioniert. Der Levian hat ein Erfolgserlebnis gehabt. Wir haben Sachen gesehen, wir haben noch einen Rab gesehen, der im Dreck gewühlt hat. Von dem her hat voll funktioniert, oder? Und ich glaube, das ist so ein gutes Bild, von wie wir unterwegs sein sollten. Lass uns doch immer wieder davon erzählen und darüber reden, was wir Geniales mit Gott erleben. Weil, wenn wir unterwegs sind, dann motiviert und begeistert das andere Christen, um wieder auch einzusteigen. Wenn wir erzählen, was wir heute Morgen in der Bibel entdeckt haben, was das gemacht hat in meinem Leben, wie mich das überführt und bewegt und beschäftigt hat, glauben wir, das löst bei anderen den Wunsch und die Sehnsucht nach mehr aus. Das bedeutet, andere Menschen sind inspiriert und motiviert, um zu sagen, weißt du was? Ich möchte das auch. Was er hat, was sie erlebt hat, das möchte ich auch erleben. Vielleicht sehnst du dich jetzt gerade nach einer Laufgruppe. So mit anderen Menschen unterwegs ist das gute Bild. Wir sind im Lauf zum Ziel hin und du merkst, hey, bei mir ist manchmal so die Tendenz, dass ich auf halbem Weg stehen bleibe. Wenn dir das so geht und du merkst, ich hätte gerne andere Menschen, die mit mir laufen, vor dir auf dem Stuhl hat es einen QR-Code mit Kleingruppen. Das sind perfekte Laufgruppen, um mit anderen Menschen unterwegs zu sein und zu sagen, weißt du was, ich brauche es, dass ich motiviert, inspiriert, herausgefordert werde, zu meinem Lauf nicht stehen bleiben auf halbem Weg, sondern ich will ins Ziel kommen, ich will die Ziellinie eines Tages überschreiten und ich will es feiern. Ich will wie der Paulus sagen, ich habe den Lauf vollendet. Wenn das du bist und es dir schwerfällt, hey, schliess dich anderen Menschen an, die auch unterwegs sind. Und das ist das Ziel von unseren Kleingruppen, von unseren Small Groups, zum Miteinander in diesem Lauf unterwegs zu sein, in einer Verbindlichkeit, um uns gegenseitig immer wieder anspornen, nicht stehen zu bleiben. Um das geht es bei Kleingruppen.
Um das geht es, wenn wir sagen, hey, nimm dir ein Vorbild an mir. Nicht, weil ich so genial bin, sondern hey, ich bin genauso wie ihr alle einfach unterwegs. Und wenn wir einen Schritt gehen, dann ist das feierenswert. Nicht wichtig, wo wir genau sind, sondern in welche Richtung wir uns am Bewegen sind. Jetzt machen wir die letzten 4 Verse einfach noch im Schnelltempo fertig. Dass wir sagen können, wir haben es geschafft. Wir haben die Ziellinie überschritten. Es gibt viele andere, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes von Jesus Christus sind. Ich habe es euch schon oft gesagt, aber jetzt beschwöre ich euch sogar unter Tränen. Hütet euch vor ihnen. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden. Eine andere Übersetzung oder wortwörtlich übersetzt wird dort stehen, und ihr Gott ist ihr Magen. Und statt sich dafür zu schämen, sind sie auch noch stolz darauf. Sie denken an nichts anderes als das Leben auf dieser Erde. Genauso schlimm wie Gesetzlichkeit ist Genusssucht. Weißt du wieso? Beide haben nicht Jesus im Zentrum. Bei der Gesetzlichkeit sagen wir eigentlich, hey, weißt du was, ich brauche keinen Gott, ich rette mich selber. Bei der Genusssucht sagen wir, weißt du was, ich bin mein Gott. Es geht um mich. Mein Gott ist mein Magen und ich will mich füttern. Beides hat nicht Jesus im Zentrum. Und bevor wir jetzt das Gefühl haben, okay, der Paulus ruft uns da zur Askese auf und sagt, hey, kein Genuss mehr, nichts mehr geniessen im Leben, das ist ganz schlimm. Er sagt im 1. Timotheus 4, Vers 3 bis 5, das tue ich einfach schnell paraphrasieren, wir überspringen und gehen nachher zum letzten Vers. Und er sagt in diesem Vers drin, hey, wir sollen geniessen. Gott hat alles erschaffen und wir dürfen dankbar empfangen. Jesus selber sagt, hey, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt, und zwar Leben im Überfluss. Das Ziel vom Christsein ist nicht, zu sagen, hey, ja, kein Genuss, ja, keine Freude mehr, jetzt müssen wir einfach nur noch alle sauer in die Wäsche schauen und unglücklich sein im Leben. Nein, das ist nicht, was der Paulus da sagt. Das Problem ist, wenn Genusssucht zum Gott wird. Wenn das Ziel wird, wenn wir nur noch auf das zurennen, dann sind wir am Ziel, am Rennen. Der Paulus möchte uns dazu aufrufen, herausfordern, zu sagen, weißt du was, lass die Genusssucht dich nicht davon abhalten, immer mehr werden wie Jesus. Weil, Vers 20 und 21, wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Dann wird er unseren hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln und ihn, den herrlichen, unvergänglichen Leib, gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Das ist das Ziel. Und das wollen wir nicht zu den Augen aus verlieren. Und dem Jesus Christus, wo unsere Gnade ist, wo uns errettet hat, dem wollen wir jetzt miteinander das Lob bringen. Ich möchte mit einem Gebet schliessen und dann dürfen wir einsteigen in eine Zeit der Anbetung. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du wirklich genug bist. Dass du wirklich genug bist. Dass wir wirklich nicht mehr selber probieren, uns zu retten, sondern dass wir ganz und gar auf deine Rettung vertrauen. Danke dir, dass wir unterwegs sind, und ich bin dir wirklich von ganzem Herzen dankbar für deine geniale Idee von Gemeinschaft und von Kirche. Und ich darf mit anderen Menschen in diesem Lauf unterwegs sein und den nächsten Schritt gehen. Ich möchte dir die Ehre geben an diesem heutigen Morgen und dich anbeten. Amen. Amen. Das war Kapitel 3 vom Philipperbrief. Nächste Woche schauen wir das letzte Kapitel miteinander an. Und jetzt dürfen wir einsteigen in eine Zeit der Anbetung, wo wir dem Jesus einfach all Ehre